Hallo, ein kleines Tutorial, wie man mit Nomad Sculpt ganz schnell Hände erstellen kann. Okay, für das Tutorial sollte man sich ein Bild raussuchen, so anatomische Hand, am besten diese Draufsicht und dieses Bild irgendwo runterladen. Einfach in die Fotos reinlegen, damit man das als Referenz nutzen kann. Hier in Nomad Sculpt vorab jetzt mal, man sollte diese Hände oder alles, was man ja so irgendwie erstellt, am Anfang mit möglichst geringer Auflösung machen. Und getrennte Objekte, wie diese Hand. Ich schalte mal dieses Outline-Bild an. Hier ist die Handfläche, das Handgelenk, ein Stück und der Arm. Der Daumen, alle Finger sind einzeln und sind noch nicht validiert. Und je geringer die Auflösung ist, desto einfacher ist es, diese Finger anzupassen an irgendwelche Objekte. Ich wähle mal jetzt diesen Finger hier, und wenn ich denn an dieses Rohr hier hinbiegen will, dann kann ich hier unten das auf Lock schalten, dann wird nur dieser Finger aktiviert, und jetzt kann ich hier diese Fingerglieder hier einzeln rumbiegen und so praktisch diesen Griff um dieses Objekt erzeugen. Wenn ich diese Hand, ich markiere das jetzt alles und Voxel merge das. Jetzt ist das alles ein Objekt, und wenn ich jetzt diesen Finger hier biegen möchte, dann wird es hier nichts. Also man kann hier natürlich hier jetzt probieren, da stückweise die Sachen irgendwo hinzupfriemeln oder maskieren, und es ist auch möglich, diesen Finger hier abzutrennen, dass man sagt, man splittet dieses Objekt und rotiert es dann, dass man es so macht. Aber es ist viel friemeliger, diese ganzen Sachen hier anzupassen und dann wieder zu ändern. Deswegen diese Auflösung. Gut, das mal zur Vorgeschichte. Ich ich erstelle komplett neue Szene, und diese Kugel braucht man nicht. Im Background-Bild kann man jetzt dieses Referenzbild hier reinladen, und dann brauchen wir als erstes Objekt eine Box. Man kann in diesem Background-Bild hier diese Overlay relativ weit hochdrehen, damit man das Bild schön durchsieht. Und jetzt passt man hier diese Box an diese Handfläche hier an. Und in dieser Topologie kann man die Division auf 0 runterdrehen und der Parameter Post Subdivision auf 1. Diese Sache ist dann schon mal okay, und man kann das Ding validieren. Und wenn man jetzt auf Flat Subdivision drückt, also ich habe jetzt hier diese Topologie noch offen, und Subdivide einmal, und jetzt kann man diesen Move Brush nutzen. Hier kann man die Handfläche etwas
etwas anpassen, dass das ungefähr dem Original da entspricht. So, in der Kamera oben kann man diesen Blickwinkel hier speichern. Add View kann man hier drücken. Und wenn ich jetzt dieses Teil hier in die Seitenansicht drehe und mir das zusammen drücke auf die Handflächendicke, dann kann ich über diesen View wieder zurückwechseln. So, jetzt brauchen wir die Finger noch. Da kann man dieses Tube-Tool verwenden und diesen Path auf der linken Seite. Jetzt malt man einfach hier nur das einmal so auf der Seite hin. Und in dieser Topologie dreht man die Sache runter auf 4 und die Post-Subdivision auf 1. Völlig ausreichend. Diese weißen Knotenpunkte hier, die kann man jetzt hier verschieben. Ich lege mir das jetzt hier so hin, wie der Finger ist. Und hier setze ich an den Gelenken nochmal Punkte. Und in der Tube-Topologie, da kann man diese Constant Density ausschalten und diese Gelenke hier relativ runterdrehen. Und oben am Bildschirmrand kann man diese Radiusfunktion auf 2 oder auf alle Radien einstellen. Jetzt kann man diesen Finger hier so positionieren, dass man happy ist. Und man validiert jetzt diese Objekte nicht. Ne? So. Man kann diesen Gizmo hier benutzen. Auf der linken Seite ist diese Clone-Funktion. Da drückt man jetzt einmal drauf und verschiebt diesen Finger. Das kann man jetzt 4-mal machen. Und kann dann hier Finger für Finger die Punkte wieder positionieren. Und geht jetzt dann jeden Finger durch. Bis er in Position ist. Und jetzt fehlt der Daumen noch. Das kann man auch wieder machen. Einmal Clone drücken. Dann hat man diesen Tube. Ich mache mal den weiter rüber und setze hier nochmal einen Punkt. Und bei diesen Daumen kann man jetzt oben diese Radiusfunktion auf alle Radien setzen. So kann man jetzt hier diesen Daumen schon wegen so machen wie einen echten Daumen. Der letzte Punkt ist eigentlich, man nimmt sich nochmal einen Finger, kann nochmal auf Clone drücken und verschiebt den hierher. Diese Punkte, die kann man hier auflösen und hier kann man dieses Handgelenk machen. Da kann man diese Topologie wieder ein wenig runterdrehen. Und jetzt kann man hier in die Seitenansicht wechseln.
das Handgelenk ein wenig dünner machen. Dieses Handgelenk kann man validieren, also das ist, da braucht man nicht unbedingt alle Knotenpunkte. Ich schalte jetzt weil man das so schlecht sieht, das Hintergrundbild wieder aus. Das ist jetzt die fertige Hand. Und jetzt kann man hier die einzelnen Objekte anwählen. Der Daumen, der sitzt ja normalerweise ein wenig tiefer. Und wenn man jetzt das hier so anschaut, kann man auf der linken Seite ist diese Pivot-Funktion. Ich kann diesen Ankerpunkt von diesem Daumen hierher bringen, wo das Drehgelenk ist. Und das kann ich dann wieder ausschalten. Und diese Snap-Funktion kann ich auch ausschalten vom Radius. Und jetzt kann ich diesen Daumen hier ein wenig drehen, dass der in einer Art natürlichen Position ist. So. Hier habe ich so einen kleinen Knick irgendwo drin. Gut. Das ist eigentlich die Grundding von der Hand. Also hier kann man das alles ein wenig noch größer machen. Und mehr würde ich gar nicht machen mit der Hand. Und jetzt ist so ein Punkt, wo man diese Hand hier, ich platziere das mal und mache die Outlines aus und gehe in den View. Und jetzt kann man hier diese Hand speichern. Save as und Hand. 1, 2, 3. Diese Hand, die kann man jetzt in verschiedenen Objekten einsetzen. Ich mache mal eine neue Szene und jetzt geben wir den Kerlchen dann auch einen Arm. Und jetzt kann man bei diesem Objekt hier, wenn man im Projektmenü hergeht und sagt Add to Scene, dann kann man sich diese Hand hierher holen. Yes. Man sieht sie jetzt nicht. Ich schalte die Outline wieder an. Das hier sind die anderen Objekte und hier ist diese Hand. Und die kann man jetzt mit diesem Pivot oder mit diesem Gizmo hier in Position bringen. Ich gehe mal in die Top View. Und jetzt dann in die Seitenansicht. Man kann diesen Gizmo auf Lokal schalten. Wir brauchen es etwas größer. So.
So sieht die ganze Sache schon ganz gut aus. Und wenn man jetzt möchte, kann man jetzt hier natürlich die Finger verbiegen und eine Geste machen. Ich kann hier unten diese Lock-Funktion anschalten und dann mir diese Fingerglieder hierher biegen. Ich kann auch diese Topologie von diesen Fingern hier noch ändern, indem dass man hier diese Divisions erhöht. Man kann die Radien anpassen vom Finger und so weiter. Und wenn man hier jetzt ein Objekt reinbringt, wie diesen, ich sag mal, einen Zylinder, dass dieser Zylinder die Hand greifen soll. Oder die Hand greift den Zylinder. Dann sind jetzt diese ganzen Punkte hier, kann man jetzt einzeln bewegen, indem dass man die Finger hier auswählt und dementsprechend hier diese Knotenpunkte sauber auf dem Objekt ansetzt. Man kann halt diese Snap-Funktion hier nutzen von diesem Objekt und dementsprechend ist es hier möglich mit diesem Snap-Offset. Also hier bei der Primitive YouTube ist dieser Regler hier Snap Offset. Da kann man dann einstellen, wie weit das diese Fingerteile da weg sein sollen und kann dementsprechend die Hand hier so machen. Ja. Und natürlich kann man sich viel mehr Zeit lassen. Alles klar, viel Spaß beim Sculpten. Tschüss.